Wenn zwei junge Donas und ein junger Juven ein Rezept von einer erfahrenen Bündner Landfrau kochen und das mit einer Prise extra und in rätoromanisch veredeln, ja dann läuft wieder mal Pimp la Cucina. Selina della Palotta, Tania della Zuola, Robin del Paiver und Iris la Cuciniera. Also wir wohnen ja jetzt seit im Oktober zusammen. Wir sind recht vegetarisch oder etwa die vegan unterwegs und der Robin am liebsten nur Wurst und Käse. Es harmoniert. Okay. Zusammen kochen tun wir eigentlich nicht so viel, weil wir unregelmäßig arbeiten. Also, weil wir jetzt sonst nicht so viel zusammen kochen, freuen wir uns glaube alle sehr. Und mit dem Romanisch haben wir glaube alle keine Ahnung. Ein eingespieltes Team La Cucina ist das definitiv noch nicht. Hoffentlich bleibt es aber gleich harmonisch und sie überraschen uns mit einer feinen Spezialität Grigiuna. Eu tenho Polish. Hast du Klasse abgeschnitten? 2, 3. Schoki. Schmeckt es nicht süß? Das sind das Brätchen, die Herdäpfel. Ein bisschen Schoki. Ich sage immer noch Schoki. Ist das kein Kompott? Nein. In Zürich schmeckt Essen anders. Nach Kebab. So. In Zürich schmecken also Herdöpfe nach Kebab und Birnenkompott nach Schoki-Banana. Also ich glaube eher, dass eure Geschmacksnerven vom ganzen Nebel von unten betäubt sind. Jetzt dürfen wir die Brüllen abnehmen und schauen, was da gekocht ist. Flachgedruckte Kartoffelpuffer. Ja, Weisslass ist jetzt das Gericht, das ihr bei mir lehrt. Jetzt lege ich euch hier 3 Tafeln her. Und nach der Musik von dem Wort könnt ihr dann nachher eins von diesen 3 auswählen, wo wir dann noch in die Weisslass integrieren. Was hast du das Gefühl, ist das? Also dies ist Pfeffer. Also ich habe hier an beiden schon mal gedacht, dass es könnten Bieren sein, weil das ist schon Poire. Wäre ja, glaube ich, in Französisch. Ein Bier. Wow, der Robin beweist Scharfsinn. Seine Herleitung überrascht alle. In Fetschperdächt Bub. Das heißt sicher getrocknet. Bravo! Was? Wieso weißt du das Wirklich? jetzt? Du bist ja verrückt. Also ich finde, Mies ist am sympathischsten. Das hätte ich jetzt im Fall auch gesagt, Schau mal, Rona. Rona ist mir auch sympathisch. Und weißt du wieso? Ja, weil wir uns nicht kennengelernt haben. In Rona, am Stempeln. Ja. Rana ist das da. Randa. Rande. Ja. Weisschles pimpt mit Randa. Tunebein. Immerhin herrscht bis jetzt noch Harmonie. Mo wieder Wonnerschier. So, Miss Charles, jetzt geht's ans Kochen. Und aus 3, noch kommen sein. Ein prüm Fariola Plätsche in der Votaliar. Ja, verstanden. Also schneiden oder schälen? Was kommt denn in den Quark noch rein? Hast du nicht zugelassen? Zum Glück hat unsere Iris so viel Geduld mit diesen 3. Ist gut? Bedeutend kräftiger. Sie sagt nein. Bist du fertig mit Schälen? Ja. Ich tue schon ein bisschen sauberer schälen. Die Mama hat eben mal gesagt, man muss Schale essen. Also es muss kochen, oder? Le Bun. Jetzt fangen wir an, die Herdöpfelküchli bröteln. Wird das Teufel? Streicheln und ein bisschen breit machen. Jetzt wird es ganz schön beim Robin. Die sind wunderschön. Robin, der Musterschüler. Für die Männer ist ganz gut ein bisschen Sellerie. Ist sehr gut für die Liebe. Ah, so. Okay. Jetzt sieht es fast aus wie Hackfleisch. Kannst du das noch essen, Selina? Aber nicht, dass es jetzt noch Beef gibt. Stai Puliz in Lauter. Wo ist eigentlich der Robin hin? Go Sellerie posten. Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. In so ein lauter Robin. Hei, das sieht jetzt schon fit Bier aus. Ich bin gespannt, wir haben es uns verdient, glaube ich. Ja, danke vielmals Und haben für Freude die gehabt. Kochlektion. Ja, sehr. Bon Appetit. Bon Appetit. Danke vielmals. Danke. Oh ja, sie sind einfach knusprig bei uns. Sehr knusprig. Lustig, es sieht ein bisschen aus wie so ein Beefsteak. gell? Super fein. Sind Sie fast ein bisschen zu knusprig? Nein. Ich habe es sehr gerne, wenn sie knusprig sind. Knusprige Weisschles und in Schuss Randes. Da kann definitiv kein Beefsteak mithaben. Also, auf das hätte ich auch gerade Lust. Wo kann ich es probieren? Obwohl, wisst ihr was? Beim nächsten Mal komme ich einfach mal selber vorbei. Tag und Gleiti.